Der letzte Job lief gut. Es gibt keine Beweise. Ich habe einen Typen aus Kentucky getroffen, William Gates. Jeder weiß, dass die Leute in Kentucky den besten Whisky in den Staaten machen. Das wäre sicher ein guter Ersatz für den Verlust von dem kanadischen Zeugs. Steig ein, wir holen ein bisschen Medizin. Hier, Tom, das könnte nützlich sein. Wartet hier auf uns, Jungs. Wir sind gleich wieder zurück. Folgt uns einfach, wenn wir herausfahren. Hier ist eure Bezahlung für die erste Ware. Richtet Mr. Salieri meine Grüße Wer aus. sind die? Feuer! Schweine! Und das Ende der Prohibition 33, das haben Sie wohl auch nicht gerade gefeiert, hä? Das Ende der guten alten Tage. Ja, nicht gefeiert, aber es war nicht nur schlecht. Sarah und ich konnten endlich heiraten und wir bekamen eine Tochter. Es war eine gute Zeit. Aber die Geschäfte gingen weiter. Während der Prohibition hatten wir einen Haufen Geld verdient, das wir jetzt in andere Deals investierten. Viele von denen waren legal. Wir hatten reguläre Unternehmen wie Bau- und Transportfirmen, Restaurants. Wir leiteten Gewerkschaften. Und natürlich gab es das Glücksspiel, die Wetten, die Lotterien. Es ging uns eigentlich wirklich gut. Wir versuchten, die Finger von Drogen zu lassen, auch wenn das nicht immer einfach war. Kommen Sie, Geschäft ist Geschäft, oder? Da liegen Sie völlig falsch. Die Cosa Nostra ist nicht wie die Japaner oder Chinesen. Drogen bringen vielleicht eine Menge Kohle. Mit Drogen kommt das ganz große Geld, aber noch größere Probleme. Wenn jemand wegen Drogen ein Problem mit der Polizei kriegt, kann er nur eins tun, es zugeben. Sonst schnappt ihn seine Familie und macht ihn kalt. Drogen sind tabu. Ja, klar. Gibt es so etwas wie ein hohes Tier, das darüber urteilt? Sowas in der Art. Die führenden Familien wählen einen obersten Chef. Die kümmern sich um die großen Probleme und stellen die Spielregeln auf. Also haben Kriminelle ihre eigenen Gerichte, die Gesetze machen und Urteile fällen? Das ist ja großartig. Gesetze sind nicht unabänderliche heilige Worte. Jedes Land der Welt hat seine eigenen. Es muss nur jemand mit einer Menge Macht seinen eigenen Willen durchsetzen. Es hängt von dem Menschen ab, ob sie ihm blind gehorchen oder tun, was sie selbst wollen. Warum sollte sich der Don einschränken? Die Mafia hat die Prohibition mit ihren eigenen Gesetzen überstanden. Eine Handvoll armer, ungebildeter Einwanderer aus Sizilien war stärker als das Gesetz, die Gerichte und die Polizei hier in den Staaten. Das erforderte großen Einsatz. Was, mit Morden? Mit dem Leiden, das Sie verursacht haben? Kommen Sie, glauben Sie, dass die Mafia nur unschuldige Menschen umbringt? Die Mafia bestraft diejenigen, die Gesetze brechen. Und die Mehrzahl ihrer Gesetze auch. Leider können wir niemanden ins Gefängnis stecken oder Bußgelder kassieren. Jeder, der kommt und für uns arbeitet, weiß, was ihn erwartet, wenn er das Gesetz bricht. Menschen lügen und stehlen und es gibt jede Menge Ganoven, die sich etwas darauf einbilden, dass sie die Mafia bestohlen haben. Genau wie die Mafiosi, die sich darüber freuen, dass sie den Staat übers Ohr gehauen haben. Und was ist mit all den Bestechungen, Raubzügen und Überfällen, hä? Hey, die Bullen sind auch keine Heiligen. Kein Don schickt seine Männer los, um Leute zu erschrecken. Und was die Leute für sich tun, geht uns nichts an. Und die Bestechungen? Die meisten Leute kommen von allein zum Don und bitten um Rat und Hilfe. Und sie zahlen gerne dafür. Der Don ist eine geachtete Persönlichkeit. Aber nicht jeder Don ist wie Don Salieri. Das ist die Wahrheit. Na bitte. Ihr System funktioniert, aber wissen Sie warum? Weil ihr eine Bande selbstsüchtiger Mörder seid, die nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht ist. All der Einsatz nur, damit ihr wie die Schweine in der Scheiße leben könnt. Deshalb seid ihr so erfolgreich. Ihr kümmert euch nur um euresgleichen. Wir kümmern uns um alle. Ein paar Bullen müssen Recht und Ordnung für alle schützen und das ist ein viel härterer Job. Das ist wahr. Aber der Don braucht Ihren Schutz ganz sicher nicht. Er kann selbst auf sich aufpassen. Und was ist mit Ihnen? Warum sitzen wir hier? Ah, Tommy. Gut, dass du da bist. Ich hatte schon Angst, dich zu verpassen. Hey, Boss. Was ist los? Da ist etwas, auf das ich mich schon die ganze Woche freue.
Ich gehe zum Lunch in Pepes Restaurant. Aber mein Leibwächter hat sich krank gemeldet. Und niemand ist da, der mich hinbringen könnte. Und ich gehe nicht gern allein zu solchen Anlässen. Du bringst mich hin, oder nicht? Natürlich, Boss. Bravo. Machen wir uns auf den Weg. Ich bin schon verdammt hungrig. Bist du bewaffnet, Tommy? Ja, bin ich, Boss. Glauben Sie, es ist nötig? Naja, wahrscheinlich nicht. Aber wir gehen besser auf Nummer sicher. Du weißt ja, wie das ist. Wir nehmen meinen Wagen. Buon appetito, pass auf. Wir fahren ja zu Pepe. Das ist dein Auto? Geil. Du soll mir tun, was tust, wenn es trinkt. Der Mann ist ja nicht so geeignet. Tommy, ich freue mich schon richtig darauf. Pepe ist ein echter Sizilianer und vor allem ein Spitzenkoch. Wenn ich was echt Sizilianisches will, gehe ich zu ihm. Und Käse hat er, unbeschreiblich. Luigi ist ein guter Koch, aber Pepe ist ein echter Maestro. Aber die Kisten sind dick, gell? Bei der Bärschung. Wenn es da 5 Strafzettel gibt, bevor wir mit Pepe sind. Bei der TV links herum. Über die Terranova Bridge. Aber dann sind wir besser drauf. Servicestation. Ich glaube, die wo wir die anderen zusammengeküppelt haben, oder? Die Rotbuben. Unsere Lehre, wie schaut denn aus? Gute die Aussicht noch? Bestens, oder? Ja, gib mir Gas doch. Warum der Pepe, der ist in New York, oder? Kommen wir gleich mit oben. Bis Offroad. Damit er seinen ihren Hunger kriegt. Okay, Chef, wir sind da. Der Pepe befindet sich auf der linken Seite. Ja gut, wahrscheinlich knallt ein Leben Haffern, wenn er sich so präsentiert. Endlich. Ich habe einen Bärenhunger. Hallo, Don Salieri. Willkommen. Pepe, du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr ich mich auf deine Spezialitäten freue. Fantastisches Essen, Pepe. Ich habe schon lange nicht mehr so gut gegessen. Mille grazie, Don. Lob von einem Gourmet wie Ihnen erfüllt mich stets mit Freude. Oh, bitte. Ich bin kein Gourmet. Wenn du wüsstest, was ich gestern zu Mittag hatte, würdest du das bestimmt nicht sagen. Kann ich Ihnen noch etwas bringen, Don?
Ich habe einen exzellenten Chianti. Wirklich? Dann bring ihn her, Pepe. Sofort, Sir. Wie hat es dir geschmeckt, Tom? Es war großartig, Boss. Ich muss einmal mit Sarah hierher kommen. Oh ja, das solltest du wirklich tun, Tommy. Pass nur auf, dass du Sarah nicht beleidigst. Sie kocht schlechter als Pepe. Bei der Saliere, es gibt Blei zum Nachtisch. Was zum Teufel ist los? Hey, Das Salieri! Mittagessen. Morello hat wohl nichts Besseres zu tun. Sie hätten mich den Wein probieren lassen können. Kommen Sie Capo. raus und wir bringen es hinter uns. Wirf ihm sein Geschenk rein, Joey. Am besten wir räuchern ihn aus. Und Saliere, schmeckt dir das? Heute wahrscheinlich nicht. Für Sie zu arbeiten wird nicht langweilig, Boss. Was hast du gesagt? Meine Ohren pfeifen noch von der Explosion. Ja, Boss. Sieht so aus, als kämen wir hier nicht raus. Versuch, hinter sie zu kommen, während ich sie ein wenig unterhalte. Ja, Boss. Seien Sie vorsichtig. Der meint über so was. Oh, da. Wieder bleibt doch. Saliere rettet Tom, gell? Ja, das ist ein Medikit. Ja, da wäre schon mal gut. Jetzt war es jetzt, gell? Komm, zusammenretten. Espera, ve más viuso de tu plaza. Voy poco, ¿no? Und Morello Burm, kommt der was? So. Die Hauptblüte da. Kumpel, kriegst du noch? Geht nimmer. Das ist aber Chef, lebt er noch? Wo ist Fiona? Aha, der da ist er. Warte mal. Ich räume mich gleich ab, bevor ich wieder ganz krieg. Der Leere, wie schaut denn aus? Brennt die Bude? Aber ich sag das aber, geht drauf. Pass auf, da macht damit nicht. Meine Feind ist fort. Oder kräht dann rum. Da sind wir, Kumpel. Bitte das rum. Dieser Lump. Genau wie Krocher. Gott sei Dank, wir haben es geschafft. Meine Ohren klingeln immer noch. Ich muss schon sagen, du hast Mumm, Tommy. Du hast meinen Arsch gerettet. Sie waren auch nicht so schlecht, Boss. Herr Kumpel, bayerische Teufel, Härte. das war verrückt. Gott sei Dank hat sich Pepe versteckt. Armer Kerl. Ich muss ihm etwas Geld schicken für die Reparaturen. Sollten wir. Boss,
Ich frage mich, woher Sie wussten, wo wir waren. Glauben Sie, die sind uns gefolgt? Ich glaube nicht, Tommy. Ich glaube, ich weiß, wer mich verraten hat. Wer? Karl, mein Leibwächter. Dieser verdammte Hurensohn. Er ist der Einzige, der wusste, wohin ich gehen würde. Und außerdem hat er sich für heute krank gemeldet. Er wusste genau, was passieren würde. Das klingt ziemlich wahrscheinlich. Ja, das denke ich auch. Ich zerreiße ihn in der Luft wie ein Hund. Carlo wohnt in einem gemieteten Haus in Little Italy, ein Stück von unserer Bar entfernt. Unten befindet sich eine Pizzeria. Fahren wir hin. Pass auf, dann mach ich mal mit. Zum Leibwächter. Den nehmen wir noch mit, gell? Weil der Wachsen macht. Der Lehrer, einsteigen. Pass auf, Pepe seine Bude ums zusammengeschossen, schön. Wie der ausschaut. Alter, wir bringen da hinten noch mit. Der Lehrer heute West, wir bringen zu. Mit Vollgas. Aber warte mal. Da geht mehr. Hast du den Brummer gesehen? Hat er dir gefallen? Schön festhalten. Der Ausflug durch den Park. Der gehört dazu, zu meiner Tour. Hey Deppen, weg da! Der Lehrer kommt! Ah ja, da fliegt der Mülleimer. Der wird ja wohl noch wie wo. Ja bitte, dein Leibwächter. Wo hast du dir? Da drin? Oder da rum? Da sind wir schon, warte mal. Carlo, mein alter Freund. Jetzt bist du dran. Also los, Tom. Tritt die Tür ein, geh da rein und bring den Bastard um. Carlo Baby, Mami, auf doch. Der wir bitten. Sag keinen Moment. Er nimmt der die ist geflüchtet, Feuertreppe, Tommy. Schnapp ihn. Ja, für der Obi. Bitte verschon mich. Ja, der ist Obi.
Hallo Baby, wo ist er nie? Ist er das da? Egal, der ist ich. Stomm in den Unterhosen. Hilfe! Er wird geschossen! Sei still, sonst bist du auch dran. Mach ihn fertig, Tom. Oh mein Kumpel, die prügeln mich. Sei kein Idiot. Erschieß das Schwein. Halt dich nicht lang auf. Der hat's verdient. Wissen Sie was, Boss? Was? Das ist das erste Mal, dass ich jemanden in seinen Unterhosen umgelegt habe. Ah, schon gut. War für mich auch das erste Mal. Es gibt für alles ein erstes Mal. Recht, oder? Na, wen haben wir denn da? Wie geht's denn, Sergio? Hältst du dich immer noch aus allem raus? Ich sehe, du hast einen neuen Sandsack. Nun, der Gentleman hier glaubt, dass die Finanzen unserer Gewerkschaft nicht fair sind und will streiken. Ich habe immer gesagt, dass ein Streik eine schlimme Sache ist. Es sei denn, er wird von meinem werten Bruder organisiert und hat ein höheres Ziel. Damit kommen Sie nicht davon. Die Jungs werden es Ihnen zeigen. Ich glaube, du überschätzt ihren Mut. Miese Kakerlake. Leider bin ich nicht zum Diskutieren gekommen. Wir würden Sie gerne mit einigen unserer Vorstellungen über Gewerkschaften in unserem freien Land bekannt machen. Macht weiter, Jungs. Womit haben wir diese Ehre verdient? Salieri lebt. Was? Wie hat er überlebt? Leider können wir das niemanden mehr fragen. Unsere Männer sind tot, die Restaurantgäste sind tot. Genau wie diese Ratte, Carlo. Könntest du bitte die Klappe halten? Wir versuchen hier So redet man nicht mit Mr. Morello. Teufel. Ich hätte es selbst machen sollen. Wie konnte der alte Bastard so viele unserer Jungs Er ist umnieten? genauso alt wie ich, also unterschätze ihn nicht. Davon abgesehen, war er vielleicht nicht allein dort. Ich denke, Sie überlegen, wie Sie uns loswerden können. Und was sollen wir tun? Wir müssen uns etwas ausdenken. Passt in der Zwischenzeit gut auf eure Ärsche auf. Die hetzen jetzt sicherlich ihre besten Leute auf uns. Heißt das Krieg um jeden Preis? Es ist schon seit einiger Zeit Krieg. Jetzt umso mehr. Pass auf dich auf, Bruder. Boss, sieht so aus, als hätte er genug. Was sollen wir mit ihm tun? Keine Ahnung. Macht ihn fertig und werft ihn ins Meer.